Maschinen regieren die Welt. Sie wissen, was wir im Internet suchen, nach was wir uns sehnen, wohin wir gehen. Und sie komponieren sogar schon Musik für uns. Die Musik, die Sie gerade hören, wurde von einer künstlichen Intelligenz, einer KI, komponiert. Zeit für etwas Philosophie. Ja, mein Name ist Gaspar Koenig und ich bin ein Schriftsteller und ein Philosopher. Und was ich machen will, ist eine Mischung von Theorie und praktisch oder Reportage, wie sagt man? Hier könnte ein Übersetzungsprogramm helfen. Oder man fährt um die Welt und trifft die Menschen, die die künstliche Intelligenz erschaffen. In order to produce a music similar to Bach, damit eine KI Musik wie Bach machen kann, muss es erst den Menschen Bach gegeben haben. Er hat der Welt einen Sinn gegeben, weil er Musik erschaffen hat. Künstliche Intelligenz kann das nicht. Sie kann keinen menschlichen Geist, kann nichts Neues hervorbringen. Sie kann nur nachmachen, was der menschliche Geist schon vorgemacht hat. Wenn es einmal den Menschen Bach gegeben hat, der etwas Neues geschaffen hat, dann kann man die KI mit seinem Werk füttern. Die KI kann dann etwas Ähnliches ausrechnen. Aber zunächst braucht man dazu als Basis die menschliche Schöpfung. Es gibt KIs, die schon Nachrichten schreiben. Aber wer ein Buch schreibt, will etwas Neues schaffen, eine Idee haben, die so noch nicht formuliert worden ist. Das kann keine KI. Deshalb müssen wir auch keine Angst vor der Weltherrschaft einer Superintelligenz haben oder um unsere Arbeitsplätze fürchten. Solche Schlagworte lenken nur vom eigentlichen Problem ab. Die eigentliche Frage ist, wie selbstbestimmt, wie frei wir als Individuen im Zeitalter der künstlichen Intelligenzen bleiben können. Und deshalb bestand in den letzten Jahren meine Forschungsmethode darin, mich als Philosoph hinaus in die Welt zu begeben. Wenn ich etwas wissen will, fahre ich los. Egal wie lange es dauert oder ob ich dafür ans andere Ende der Welt muss. Ich will es am eigenen Leib spüren und den Verantwortlichen ins Auge sehen. So habe ich all meinen Gesprächspartnern die gleiche Frage gestellt. Wie erziehen sie ihre Kinder im Umgang mit dem Internet? Und alle erzählten, dass sie extrem streng sind. Bekannterweise hat Steve Jobs daheim keine Bildschirme oder iPads erlaubt. Also die gleichen Leute, die damit angeben, dass sie das Allheilmittel gefunden haben, das die Welt retten soll, sind damit extrem vorsichtig, wenn es um ihre eigene Familie und ihren eigenen Haushalt geht. Die Schlüsselfrage ist, wem gehören die Daten? Die Besitzer der Daten können unsere Hirne kontrollieren. Deshalb fordere ich, dass jeder das Recht auf seine persönlichen Daten besitzen sollte. Er sollte sie auch zurückhalten oder vernichten können, wenn er das will. Im Moment ist es ein feudales System wie im Mittelalter. Damals haben die Bauern ihrem Feudalherren alles gegeben, was sie produziert haben, und er hat sie dafür beschützt, versorgt und ihnen manchmal die Mühle überlassen. The Lord would give you free service, so protection against the war, use of the mill, and so on. And we're exactly in the same situation. We give Facebook all our data. Und genauso geben wir heute Facebook alle unsere Daten, damit wir kostenlos ihr System benutzen dürfen. Aber die Bauern hat der Landbesitz frei gemacht. Und jede technische Revolution hat neue Rechte hervorgebracht. Mit dem Buchdruck entstanden Urheberrechte. Seit in der industriellen Revolution komplizierte Maschinen gebaut wurden, entdeckten wir geistiges Eigentum, das Patent. Wir im Westen, in Europa und Amerika, sollten unser Lebensmodell verteidigen, das auf der Unantastbarkeit des Individuums besteht. Auf keinen Fall dürfen wir das asiatische Modell kopieren. Wir müssen der fernöstlichen Versuchung widerstehen, die glaubt,
zur Maximierung des Gemeinwohls ein paar komische Lebensentwürfe entsorgen zu können, die am Rande zum Gemeinwohl nichts beitragen. Auf dieser absoluten Kontrolle beruht der asiatische Umgang mit KI. Das passt nicht zu uns. Noch gelten in unseren Gesellschaften die Werte der Aufklärung, des freien Individuums, wie es Kant bestimmt hat. Wir sind keine Leibeigenen. Wir sind frei vor der Justiz und müssen frei vor den Maschinen bleiben. Danke sehr. Are we done? Ja. Cool? Ja, perfekt. Okay. Thank you very much.